Die Wiesn ist körperpolitische Kraftlackelei. Sie spüren, es zeigen. Jetzt gibt es eine neue Geschäftsidee. Wrestling auf der Wiesn. Schauraufen. Echter Körpereinsatz, inszenierte Unterhaltung. Die Vision eines Schriftstellers. Wrestling-Matches und das Oktoberfest sind zwei der körperlichsten Veranstaltungen, die es überhaupt in der Menschheitsgeschichte je gegeben hat. Und ich wüsste jetzt nichts, was wirklich besser oder organischer zusammenfinden würde, als verschwitzte Typen, die sich gegenseitig so tun, als würden sie sich in die Schnauze hauen, vor einem begeisterten Publikum, das schon um 11 Uhr morgens zu viel getrunken hat. Wrestling auf der Wiesn. Bernhard Heckler hat einen Roman geschrieben über, so der Titel, die beste Idee der Welt. Sie meinen allen Ernstes, was ich von Wrestling auf der Wiesn halte. Meine Damen und Herren, ich werde hier aufs Allerschärfste provoziert. Der Mann redet vom Schauraufen. Wrestling. Ich weiß nicht, was Sie geraucht haben, aber das Zeug war ein Klump. Der Schichtl. Seit über 1,5 Jahrhunderten werden hier täglich Dutzende geköpft. Die älteste Wiesn-Institution. Minimalistisches Turbotheater, das die Schaulust voll abgreift. Braucht's da noch was? Wrestling auf der Wiesn in Lederhose? Ja, finde ich, wäre eine Idee. Würde ich sehen. Ja, finde ich gut. Aber die beste Idee der Welt? Im Roman versucht ein sagenhaft erfolgloser Journalist mit einer Handvoll Freaks, das Wrestling beim Oktoberfest zu platzieren. Die Story blubbert launig vor sich hin und man lernt etwas über Körper und Macht. Du wirst von den Fliehkräften hier durch diese Straßen getragen und so weiter. Dauernd kollidierst du mit irgendwas oder irgendwem und ohne blaue Flecken kommst du nicht mehr raus. Das Oktoberfest ist ein großer sozialer Körper. Seine Identität ist das Ritual. Eine Struktur, die sich jährlich wiederholt und immer wieder völlig neu zusammensetzt. Das Oktoberfest ist eine Orgie, die nicht weiß, dass sie ein Trauerspiel ist. Unsterblichkeit in Form einer Idee. Das Schöne, schreibt Rilke, ist nichts als des schrecklichen Anfang, den wir noch gerade ertragen. Wrestling ist auch was sehr Schönes, weil es eine große Behauptung ist. Es ist ein Theater, in dem gewisse Dinge auch dramaturgisch von vornherein feststehen. Also wer gewinnt, ist davor klar, darum geht es aber nicht. Es geht um den Weg dorthin und es geht darum, wie gut man dabei aussieht und wegkommt. Unser Dasein scheint nur noch aus Fliehkraft zu bestehen. Alles haut's auseinander. Es gibt kein gemeinsames Zentrum mehr, nur noch immer einsamer werdende Flugbahnen. Und dann das Extrem, die Selbstopferung. Wir legen unsere Körper, das Leben in die Stahlfinger der Maschine. Kontrollverlust. Maschinen spielen mit Menschen. Es ist traurig und schön. Wrestling behauptet, eine Erzählung zu haben. Die Maschine erspart uns das. Bei der Wiesn ist es besonders interessant, weil es ja sehr schwer zu skripten ist, weil es ein sehr vielköpfiger Organismus ist und die Leute meistens nicht nach den gleichen Drehbüchern agieren. Und da wird es dann immer besonders interessant, wenn quasi unterschiedliche Drehbücher aufeinander prallen. Ja? Also die Wiesn ist, glaube ich, eher so eine, wahrscheinlich für Wrestling schon zu viel Improv-Comedy. Doch nicht die Fröhlichkeit macht das Oktoberfest so überwältigend, sondern die Traurigkeit darunter. Vergänglichkeit im knallbunten Kleid. In Deutschlands größter Motorsportschau fährt ein Motorrad im Kreis. Ein Körper im rasenden Stillstand. Der Eintritt kostet nicht viel. Ein Fehler kostet das Leben. An den besten Oktoberfesttagen geht man melancholisch nach Haus, besoffen vom Leben. Was wir machen, ist relativ naive Kunst. Was wirklich, und da bin ich sehr stolz drauf, das Händchen zu haben, Menschen zu finden. Wissen Sie, von der Qualität gibt es bei dieser Vielzahl von Vorstellungen, 20 und mehr am Tag, gibt es natürliche Qualitätsgrenzen. Aber keine Grenzen gibt es in der Begeisterung.
Und die bringen wir 16 Tage, 11 Stunden auf die Bühne. Und damit brillieren wir, damit dürfte er wohl einzigartig sein. Nichts gegen die Kollegen, aber das Stellwerk sind wir alle selber. Fliehkraft und Verzweiflung sind sich sehr ähnlich. Bewegungen ins Abseits. Ist neben der Maschinenwelt der Wiesn das sehr analoge Wrestling wirklich die beste Idee der Welt? Die Idee, würde ich sagen, ist so mittel. Aber darum geht es auch gar nicht. Es geht eher so darum, was aus einer, wenn man realistisch darüber nachdenkt, zum Scheitern verurteilten Idee alles an so fragiler Schönheit entstehen kann, ja? Fragile Schönheit. Ja, das ist das Oktoberfest. In der Überfülle und im Rausch, in der Erkenntnis und im Vergessen offenbart sich das Weiterwehen des Moments. Alles vergeht, während es am hellsten strahlt. Die Körper sind noch da. Für ein paar Tage. Der Herbst hat begonnen.